Viele Menschen rund um uns fühlen sich krank. Sie sind es aber nicht, noch nicht. Dahinter steckt jede Menge an Umweltbelastungen. Spritzmittel aus der Landwirtschaft, Autoabgase, Industrieemissionen, Medikamentenrückstände, Lebensmittelzusätze, die UV-Strahlen der Sonne, auch andere Strahlungen und ungesunde Ernährung. Dazu kommen noch viele Umweltgifte und Stoffwechselmüll aus dem körpereigenen Geschehen. Die Folge dieser Belastungen sind Müdigkeit, Erschöpfung, Leistungsabfall, frühzeitige Alterung, aber auch eine hohe Infektanfälligkeit. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, kann man dagegen wirklich etwas tun? Ist es möglich, den Körper zu entgiften, zu reinigen und zu kräftigen? Die Antwort darauf lautet eindeutig ja. Es gibt einen Naturstoff, der über ein extrem hohes Entgiftungspotenzial verfügt und der uns mit wertvollen Mineralstoffen versorgt und der die Entstehung von hochaggressiven freien Radikalen um bis zu 50% senken kann. Es ist das Vulkanmineral Zeolit und das möchte ich Ihnen heute vorstellen. Vor Jahrmillionen hat sich glühende, flüssige Magma ins Meer ergossen, sodass es zu sieden begonnen hat und hat sich mit dem soligen Wasser verbunden und daraus ist Zeolit, das Vulkanmineral, entstanden, das in seinen feinen Kanälchen und Hohlräumen 30 wertvolle Mineralstoffe für uns bereithält. Calcium, Kalium, Magnesium und vieles, vieles andere. Ja, und sehen Sie, so schaut Zeolit aus. Ein einfaches türkisgraues Pulver mit ganz, ganz großer Wirkung. Ja, und ich habe jetzt an meiner Seite eine Expertin, die seit über 10 Jahren mit Zeolit arbeitet und bereits auf über 2000 Anwendungsbeobachtungen zurückblicken kann. Es ist Frau Dr. Ilse Triebnig. Schön, dass Sie da sind. Sie ist eine renommierte Fachärztin für Chirurgie, hat eine eigene Praxis in Villach in Kärnten und bringt ihren Patienten die schulmedizinische Erfahrung in Verbindung mit komplementären Therapieverfahren weiter. Danke. Frau Doktor, man muss eigentlich sagen, nach dem, was ich anfangs den Zuschauern schon erklärt habe, dass Zeolit nicht gleich Zeolit ist. Da haben Sie völlig recht. Es gibt eine Menge von Zeolitarten. Das wichtigste Zeolit ist das Klinoptilolit, das die beste Wirkung auf den menschlichen Körper ausüben kann. Und das kommt für die Medizin in Frage, sozusagen? Kommt für die Medizin in Frage, ja. Frau Doktor, die Zivilisationskrankheiten nehmen zu. Wenn ich immer so aufgeschrieben, schleichender Leistungsabfall, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Burnout, Diabetes, ja, ist es wirklich notwendig heute geworden, dass wir täglich eine körperliche Entgiftung durchführen? Nachdem wir aus Luft, Wasser und Erde und auch natürlich mit Nahrungsmitteln, Medikamenten täglich mit Toxinen überschüttet werden, ist es auch wichtig, dass wir uns täglich entgiften. Wenn man jetzt das Zeolit aus der Natur gewinnt, kann dieses Vulkanpulver vom menschlichen Organismus gleich so direkt optimal aufgenommen werden? Nein, es kommt auf das Herstellungsverfahren, auf die Mahltechnik des Zeolit an, die ist entscheidend wichtig, um das Kristallgitter, Zeolit besteht aus Kristallen, entsprechend zu mobilisieren, dass es dem Körper abgibt, aber auch wieder aufnehmen kann. Mhm. Das Naturzeolit-Vulkangestein, sagen Sie gerade, hat ein eigenes Kristallgitter, eine eigene Kristallgitterstruktur. Wozu ist das jetzt genau gut und wichtig? Es sind Kanälchen. In diesen Kanälchen der Kristallgitter sind Mineralien, die Zeolit in der Urzeit aufgenommen hat und durch ein spezielles Verfahren auch leichter wieder abgeben kann. Mhm. Das heißt, im menschlichen Körper, im Darm, passiert es, dass Mineralien an den Menschen abgegeben wird in der Dosierung, die er braucht. Mhm. Und umgekehrt wieder Schadstoffe, Schwermetalle, Aflatoxine, Giftstoffe aufnimmt und über den Darm entsorgt. Jetzt wissen wir alle, dass unsere Zellen gefährdet sind vor hochaggressiven Umweltschadstoffen, den sogenannten freien Radikalen. Ja. Wie kann Zeolit die freien Radikalen stoppen? Zeolit kann einerseits freie Radikale aufnehmen und damit entsorgen
und andererseits gewisse Fermente in unserem Körper, die selber dazu da sind, um Freiradikale abzutöten, die sogenannten Dismutasen, wieder im Wachstum forcieren. Ich habe einmal gelesen, bis zu 50% können die freien Radikalen durch Zeolit sozusagen gesenkt werden. Stimmt das? In so etwa, massiv? ja. Welche positive Wirkung, Frau Doktor, Sie haben so eine reiche Erfahrung, Sie müssen uns da einiges erzählen davon, hat man bisher bei Zeolit beobachtet? Und haben Sie speziell als Ärztin, als Praktizierende beobachtet? Ich habe sehr gute Erfahrungen bei allen Erkrankungen, die den Magen-Darm betreffen. Speziell auch bei einigen Fällen, die aufgegeben waren, die sonst wahrscheinlich nicht mehr leben würden, gerade im Darmbereich. Da sind wirklich tolle Erfahrungen zu melden, auch dokumentiert. Andererseits verwende ich es sehr gerne, um eine gewisse Stabilität des Blutbildes, der Leberwerte, der Nierenwerte bedingen zu können bei Patienten, die durch Chemotherapie sehr stark belastet sind. Es hilft auch bei Diabetikern, und das ist eine Erkrankung, die immer mehr im Zunehmen ist, den Ammoniakspiegel zu senken. Und ich denke, die Forschungen werden es bringen, dass in der Zukunft die Einnahme von Zeolit hilft, um Patienten viel später dialysepflichtig zu machen. Und wenn Sie denken, dass 70% der Dialysepatienten Diabetiker sind, dann verstehen Sie die Wertigkeit, die Zeolit gerade für diese Patientengruppe hat. Aber ich will noch weiter zurückgehen, liebe Frau Doktor, und noch eine größere Menschengruppe ansprechen, nämlich all die Menschen, die gesund sind und die wissen, in der Familie tritt immer wieder Diabetes Typ 2 auf. Macht es da Sinn, vorbeugend Entgiftungskuren durchzuführen? Absolut würde ich jedem Patienten, der in der Familienanamnese Diabetes hat und vielleicht mit der Diät nicht ganz so fürsorglich ist, Zeolit dazuzunehmen. Es wird ihm sicher helfen, es wird der Leber helfen in ihrer Funktion, es wird der Niere bei der Entgiftung helfen, aber nicht zu übersehen, die freien Radikale, der hohe Cholesterinspiegel, die Blutfette, die eine Arterienerkrankung bedingen, das sind dann die Patienten, die amputiert werden müssen. Und das will ja keiner von uns. Ich gehe noch einmal zurück zu den gesunden Menschen. Die Gifte, die uns täglich belasten, die nehmen uns Energie. Ja. Das heißt, es kann uns Zeolit die Energie wiedergeben, zurückgeben. Ja, die Rückmeldung meiner Patienten ist dahingehend, ich fühle mich frischer, ich fühle mich wohler, ich habe wieder meine alte Lebenskraft, ich habe an Lebensqualität gewonnen. Und das Immunsystem stimmt auch wieder, oder? Das gehört natürlich dazu. Das ist das Wichtigste. Ne? Frau Doktor, die Frage an die praktizierende Ärztin, für wen, ja, Sie haben ja schon etwas aufgezählt, ja, auch für wen präventiv und für wen therapierend ist Zeolit besonders sinnvoll und wichtig? Vielleicht, dass man das zusammenfasst noch einmal. Ich würde mit der Prävention schon in Jugendjahren beginnen, weil auch unsere Kinder sind unseren Giftstoffen ausgesetzt und wir wollen sie gesund erhalten. Zeolit in einer vielleicht minimalen Dosierung ist für jeden Gesunden wichtig, um mit Schadstoffen in unserer heutigen Welt fertig zu werden. Noch mehr Wertigkeit hat es natürlich im Vorfeld einer Erkrankung, die sich ja oft durch Müdigkeit, durch Energielosigkeit schon ankündigt. Sollte man Zeolit kurmäßig einnehmen und dann wieder Pause machen oder sollte man es immer nehmen? Ich würde keine Pause machen. Wenn Sie einmal ein Wochenende vergessen oder auf Urlaub sind und es nicht bei sich haben, dann geht deshalb die Welt nicht unter. Aber durch die Bank würde ich sagen, im Kampf gegen Toxine aus der Außenwelt Dauerpräparate. Ihr Ansatz ist logisch. Wir werden ja auch ständig von Giften und von Belastungen sozusagen bedroht. Also sollte man ständig sich davor schützen. Ist das richtig gemeint? Wir müssen den Kampf gegen die Umweltgifte aufnehmen, um selber gesund zu bleiben. Jetzt gibt es das Vulkanmineral in 2 Formen in der Apotheke, nämlich als Pulver und als Kapseln. Wann nimmt man was oder was muss man dazu wissen? Prinzipiell sind beide Produkte gleichwertig. Sie enthalten
hochaktiviertes Zeolit. Mir persönlich wäre die Einnahme von Pulver insofern wichtiger, man kann es auch mit Wasser, mit Joghurt vermischen, mit Tee, weil sie dann bereits mit dem Entgiftungsprozess im Mund beginnen und in unseren Zahntaschen im Mund-Schleimhautbereich sind ja schon jede Menge von Toxinen und Bakterien enthalten. Also haben sie einen Vorteil mit dem Pulver im Gegensatz zur Kapsel, die erst im Magen mit ihrer Wirkung beginnt. Also das Pulver beginnt sofort zu arbeiten Beginnt für mich, sofort, ja. die Kapseln erst im Magen-Darm-Bereich. Frau Doktor, würden Sie sagen, Zeolit ist die Revolution auf dem Gebiet, dass man endlich was tun kann gegen die Bedrohungen und Belastungen? Ja, ich würde es sehr begrüßen, wenn in Europa Zeolit bekannter werden würde, im asiatischen Raum, in Amerika, in Australien ist es bereits bekannt. In Australien wird es anstatt Dierkohle verwendet und das wünsche ich mir für Europa, um allen Menschen diese Zivilisationserkrankungen zu ersparen oder hintanzuhalten. Es gibt also Hoffnung in unserer heutigen Zeit. Vielen Dank, Frau Dr. Tribnik, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich danke für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Frau Dr. Tribnik befasst sich, wie gesagt, seit über 10 Jahren mit Zeolit. Da war es eigentlich ganz logisch, dass sie sich hinsetzt und ein Buch dazu schreibt. Das Buch trägt den Titel Der Stein des Lebens und sie hat das Buch mit dem erfahrenen und erfolgreichen steirischen Journalisten Ingomar Schwelz geschrieben. Und Sie müssen eines wissen, dieses Buch hat 215 Seiten. Sie erfahren auf diesen 215 Seiten alles, was man über Zeolit nach dem neuesten Stand der Wissenschaft wissen sollte, wenn man es fürs Gesundbleiben oder Gesundwerden nützen möchte. Wir werden 20 Exemplare dieses Buches verlosen. Sie kriegen das Buch natürlich auch im Buchhandel, das ist klar, aber Sie müssen es nicht kaufen, wenn Sie bei uns mitspielen. Sie brauchen eigentlich, wenn Sie ein Exemplar haben wollen, nichts anderes zu tun. Sie senden mir eine E-Mail oder eine Postkarte mit dem Kennwort Entgiften. Ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Erfolg beim Mitspielen.